mit euch. Micha, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke vielmals für die Einladung. Hey, hier zu sein. Mega cool. Ich freue mich gemeinsam hier. Ich gehe mal sicher, dass ihr uns hört und seht. Ja, man hört uns schon. Ne? Ja, schon. Okay. Ich hoffe, dass es reicht. Ansonsten schreibt gerne in den Chat rein. Ich würde dann einfach nochmal Sachen anpassen. Genau. Hey, wir sind draußen vor der Halle. Und zwar gibt es hier so ein paar Treppen. Die Halle ist direkt hinter uns. Es ist da, wo wir jede Woche Celebration vor Gott kommen, um Gemeinschaft zu haben. Ist cool, einfach hier in diesem Ort zusammenzukommen, um letztendlich Gott anzubeten im Gebet. Yes. Hey, wir sind in einer coolen Season drin im Moment. Die Season ist Follow Jesus. Und wenn du die Predigt noch nicht angehört hast, hey, dann hör sie dir nochmal an. Es lohnt sich da nochmal reinzugehen. Es hört sich gerade so an, dass es doch ein bisschen zu leise ist. Ich mache uns mal ein bisschen näher. Und dann schauen wir mal, ich hoffe mal, dass es dann doch klappt. Ja, ich bin mir gerade in. Ist okay. Schreibt mal gerne rein, ob es vielleicht doch zu leise ist. Dann schauen wir es mal. Sehr gut. Hey, lass mich kurz beten und dann starten wir rein in ein sehr, sehr spannendes Thema. Michael und ich haben gerade schon ein interessantes Gespräch gehabt. Deswegen freue ich mich, das mit euch nochmal anzugehen. Jesus, ich möchte Danke sagen erstmal für dein Wort. Ich möchte Danke sagen, Jesus, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, Jüngerschaft zu leben. Und Vater, dass du uns dort das wirklich vorgelebt hast und wir das einfach kopieren dürfen. Wir sind in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade wirklich Follow Jesus als Fokus haben. Wir sehen wollen, hey, wie können wir und wollen wir und sollen wir dir nachfolgen, Jesus. Ich bete, dass du uns da wirklich eine Perspektive gibst, die wirklich von dir kommt, die biblisch ist, und Vater, dass wir als Church einfach da in diese eine Richtung ziehen, Jesus, und dass es dir hinterher. Amen. Hey, Micha, wir haben gerade über, der Ton ist immer noch zu leise. Ich glaube, das ist vom Mikrofon. Ja, wahrscheinlich ist noch ein Problem. Guck mal rein. Ja. Schau mal da unten rein, genau. Vielleicht haben wir da ein Problem. Wir fixen es mal eben. Ansonsten. Check. Hey, ziehst du auch sonst ein bisschen näher. Ja, sonst machen wir es einfach so, ja. Wir machen es einfach näher. Das vielleicht auch, genau. Vielleicht ist es so besser. Ja. Und dann gehen wir über das Mikrofon. Ich hoffe mir, dass es passt. Genau. Ja, sonst machen wir es einfach so, ja. Ja, das ist sehr gut. Alright. Cool. Sehr gut. Hey, Michael, lass uns vielleicht hier anfangen. Ja. Was Jüngerschaft zu leben mit anderen Leuten. Ich liebe das Bild, was Leo mit der Bank hatte am Sonntag. Er hat sich auf die Bühne gesetzt, hat dort eine Bank gehabt und ganz bewusst, dass quasi jemand mit ihm auf der Bank sitzt. Was bedeutet das für dich ganz persönlich? Was funktioniert mega gut in deinem Leben? Und was ist vielleicht etwas, wo es vielleicht herausfordernd ist? Das ist beim Guten einfach. Ja, okay, beim Guten. Ich glaube ich fand es ein mega starkes Bild mit der Bank und es hat mir zwei Dinge aufgezeigt. Zum einen, wo ich noch nicht, etwas noch nicht lebe, da komme ich schon gleich darauf, und etwas, wo ich schon lebe. Und zwar das, wenn du sagst, mit dem Guten anzufangen, sage ich jetzt mal mit der Small Group. Ich glaube, das ist etwas, was bei mir mega cool ist. Und zwar das Unterwegssein mit meine Gedanken, alles teile und sie auch mir. Und wir können uns einander wirklich ins Leben reden. Wir können uns schleifen, uns besser machen und näher zu Jesus bringen. Das ist etwas, was mega gut läuft. Wo es eher ein bisschen schlechter oder schwieriger läuft, ist jemand Neues zu holen. Ist er weg? Ja, hast du einen Badge dabei? Kann man reingehen? Ich habe meinen Badge dabei. Alright, Friends, wir sind nichts, wenn nicht flexibel. Ich habe meinen Badge dabei. Ja, super. Wir sind nichts, wenn nicht flexibel. Wir gehen woanders hin, damit ihr uns hört, weil es geht hier darum, dass ihr uns gut hört. So.
stellen uns einfach hier vor, würde ich sagen. Ja. Also einfach mal so. Und dann auf den Knien. Das kriegen wir voll hin. Pass auf. Ich glaube, wir können das sogar gerade hinstellen. Ich glaube schon. Vielleicht. Wir probieren es mal. Wir müssen eben reinschauen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin, dass wir uns auch gerade. Wir können das mehrere Dinge hinstellen. Das ist okay. So, jetzt schreibt noch mal eben rein, ob ihr uns jetzt besser hört. Ist es besser? Ihr schafft das. Super. Wir geben alles. Jetzt haben wir einen großen Hall drin. Fantastisch. Geh mal runter im Kids. Okay, Jetzt seht ihr das ICF Center, genau. Wir führen euch durch. Auf geht's. Auf geht's. Genau, da kommst du rein. Da hat es jetzt einen neuen Teppich gegeben. Da checkst du die Kinder ein. Genau. Dann gehen wir hier nach unten und da siehst du auch schon, da ist auch ein neuer Boden drin. Da kommt ein Fußballfeld rein. Ja, und das ist jetzt auch eine schöne Location hier. Dann schauen wir mal, ob ihr uns hier besser hört. Eine schöne Location hier. So. Jetzt muss ich da noch ein bisschen nach Also, wir unten. machen es mal so, weil das Handy gerade, es geht ja ums Handy, oder? Ja. Wir machen es einfach mal ganz entspannt. So. Ich glaube, so werden wir am besten sein. Alright. Hey, wie gesagt, wir sind ja nicht, wenn nicht flexibel, oder? Ja, so gut. Yes. Hey, wir waren jetzt gerade bei dem, dass du mit anderen Leuten, mit anderen Männern unterwegs bist und wirklich Jüngerschaft mit ihnen lebst. Ja. Bevor du reingehst, wo du gerade Schwierigkeiten hast, weil das Ja. war ja so das Nächste, was du sagen wolltest, nimm uns doch mal mit rein, wie macht ihr das? Also wie sieht es aus? Wie zieht ihr euch da gemeinsam in Jüngerschaft? Ja. Genau. Also was mir gerade in den Sinn kommt, wir waren letztes Jahr, gingen wir in die Berge zusammen. Wir hatten uns 2 Tage genommen und wir hatten im Voraus uns jeder Person einen Brief geschrieben. Und zwar, was würde dir Jesus sagen, wenn du jetzt, oder was würde jetzt zu dir Jesus sagen über dein Leben? Das heißt, was könntest du besser machen? Wo läufst du vielleicht schon gut? Oder was sieht Jesus über dich? Und da haben wir über jeden den Brief geschrieben und haben ihn dann der Person gegeben. Cool. Und dann haben wir, also ich habe dann für jeden Einzelnen. Du hast ich habe für jeden meiner Small Group einen Brief geschrieben und jeder andere von meiner Small Group hat mir auch einen Brief geschrieben. Das heißt, du hast 3-4 Briefe bekommen? Ich habe dann 5 Briefe 5 bekommen. sogar? Ja. Crazy. Ja, Mega und cool. das Krasse ist, Gott spricht und er spricht durch jeden einzelnen Brief. Ich habe die jetzt noch bei mir zu Hause. Cool. Und dann haben wir das uns vorgelesen. Wir haben dann halt miteinander besprochen, was wir genau meinen, weil das ist dann auch schwierig, wenn dann Leute sagen, hey, das läuft nicht gut, das sagt Gott über dich, dass das und das nicht gut ist, oder hat er das Gefühl. Genau, und das ist mega cool, aber auch herausfordernd. Und dann haben wir füreinander gebetet. Wir haben, es war so eine schöne Situation, weil wir hatten die Hosen runter. Alles war zu sehen. Also es ist wie so, es gibt keinen, oder wir haben oft blinde Flecken, die wir selbst nicht wahrnehmen. Ja. Und genau diese blinden Flecken, die werden dort angesprochen. Und man wächst. Und dann haben wir füreinander gebetet und das Gebet höre ich ab und zu immer noch, weil ich bei gewissen Situationen merke, da ist etwas noch nicht gut in meinem Leben und dann merke ich so, das haben wir dort angesprochen und sie haben für mich gebetet und dann habe ich das Gebet wieder nach vorne genommen. Genau. Mega schön. Ja, das ist so etwas, wie wir uns einander schleifen beispielsweise. Mega gut. Und das, wo wir jetzt gerade dran sind in der Serie, in der wir sind, ist, wir wollen Jesus nachfolgen. Ja. Und das ist genau das, meiner Meinung nach, wo die Bibel voll von ist. Wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben. Und Gemeinschaft, Micha, sieht genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast. Es geht darum, dass wir gemeinsam vor Gott kommen, gemeinsam Dinge ansprechen, gemeinsam die Sprüche
Sprüche gibt es einen Vers, Eisen schleift Eisen, wie ein Mann schleift einen anderen Mann. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir uns gegenseitig schleifen, um zu dem Mann, zu der Frau zu werden, die Gott in uns reingelegt hat, und das wirklich rauszuholen, ist das, worum es geht. Micha, ich finde es cool, wenn du für uns beten könntest, dass du uns da segnen könntest und dass jeder von uns genau diese Freundschaften einfach bekommt. Und wenn du das bist, wenn du das brauchst, wenn du diese Freundschaften vielleicht in dem Moment jetzt gerade noch nicht hast, hey, dann streck deine Arme einfach aus, da wo du gerade bist, und nimm das einfach an. Micha. Jesus, ich danke dir vielmals für Beziehungen. Du hast uns nicht für uns alleine geschaffen, sondern du hast uns geschaffen, dass wir Beziehung leben können. Zu dir und auch zu anderen Menschen, die dich repräsentieren. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Türen öffnest, dass du Herzen bewegst, dass du Menschen an uns heranträgst, damit wir diese göttliche Beziehung leben können, damit wir einander besser machen können, einander näher zu dir bringen können. Und ich spreche uns Mut zu. Ich spreche dir Mut zu, dass du wissen darfst, dass du genug bist und dass du fähig bist, Freundschaften zu leben, dass du fähig bist, Beziehungen zu leben und du auch keine Angst vor Verletzungen haben musst. Das spreche ich auch über dir aus, dass wirklich Gott, er liebt dich, er sieht dich und er weiß ganz genau, was du brauchst. Und da spreche ich einfach über deinem Leben aus, dass die richtigen Freundschaften zur richtigen Zeit zu dir kommen und du genau weißt, dass du dort investieren kannst und dich auch komplett öffnen kannst. Yes. Amen. So gut, so gut. Ich muss jetzt gerade, wo du gebetet hast, muss ich daran denken. Wir haben vorher das Gespräch gehabt. Jesus hat in einer Zeit gelebt, wo er als Rabbi, das war seine Aufgabe, das war so sein Fulltime-Job. Also das ist das, was er jeden Tag gemacht hat, oder? Und dann kann man halt wie sagen, es war ja dann easy, weil sie waren ja den ganzen Tag zusammen und es war dann easy, diese Jüngerschaft auch zu leben, weil sie so viel Zeit miteinander verbracht haben. Micha, wie sieht es bei dir in der Small Group aus? Ich weiß, ihr arbeitet teilweise zusammen, aber arbeitet ihr alle zusammen oder wie sieht es aus? Nimm uns da mal mit rein. Ja, also ganz praktische Sachen, weißt du? Also wie sieht es praktisch aus, dass ihr Jüngerschaft lebt, dass ihr aber auch Small Group lebt? Wie sieht das aus? Also ich glaube, das fängt an beim Hallo sagen. Wir sagen einander Hallo, obviously. Cool. Und wir wie soll ich das sagen? Also wir arbeiten zum Teil zusammen, zum Teil auch nicht. Da schreiben wir halt über Chat, genau. Machen mal was spontan. Aber wir treffen uns fix alle 2 Wochen bei mir zu Hause und haben dort Small Group. Wir essen zusammen. Dann beim Essen haben wir wie so den Raum, um das Erlebte zu besprechen. Und dann geht es ins Wohnzimmer und dort geht es in die Tiefe. Hatten wir gerade Small Group, dort haben wir uns für ein Buch jetzt entschieden, was wir als Small Group durchnehmen werden. Genau, auch wo wir geistlich wachsen können. Genau, und sonst einfach so eben, es ist mega schön mit Freunden oder mit der Small Group sogar zu arbeiten. Riesenprivileg, da kann man auch, wenn es zum Beispiel mir mal schlecht geht oder so, kann ich auf einen Freund zugehen und sagen, hey, können wir kurz beten? Und dann gehen wir kurz spazieren, machen eine Runde, beten zusammen. Oder trinken einen Kaffee und beten zusammen. Genau, also es ist wirklich so mega schön, nahe zusammen zu sein. Genau. Ich glaube, ich stelle die Frage, weil heutzutage ist es manchmal schwierig, das Thema Jüngerschaft wirklich so nah zu nehmen, weil wir doch viel um uns herum haben, ob es jetzt mit Familie ist oder ob es mit Freunden ist oder ob es mit Arbeit ist, oder es gibt immer wie Ausreden, dass man sagt, ich schaffe es nicht, so in der Art und Weise die Jüngerschaft leben zu können. Also meine Small Group, wir treffen uns einmal im Monat, aber wir machen es wirklich eine Priorität und wir haben eine mega gute Zeit zusammen. Also wirklich, wir treffen uns zwar nur einmal im Monat, aber wir sind fast täglich im Austausch über WhatsApp. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und hey, wenn jemand Gebet braucht, dann schreiben wir das rein und ich weiß, dass die Männer für mich beten, für die Anliegen. Und es ist ein Riesenprivileg, einfach so in der Form dann auch miteinander verbunden zu sein, was richtig, richtig gut ist. Also,
Wenn du noch keine Small Group hast, mit der du einfach Jüngerschaft leben kannst, dann würde ich dir 2 Sachen empfehlen. Oder mach eins von 2 Sachen. Das erste ist, such dir eine Small Group, melde dich bei uns einfach wir machen es einfach, icf.ch/connect und dort kannst du dann weitergeleitet werden auf die Small Group Seite. Oder kannst dich auch über icf.ch/connect bei uns melden, aber du startest den Entdecke Gott Kurs. Und wir sind ja diese Follow Jesus Serie, in der wir drin sind, geht um die 3 Bücher, die wir haben. Also Entdecke Gott, Erlebe Gott und Folge Gott. Das sind die 3 Bücher, die wir haben. Und dort geht es einfach darum, dass wir als Small Group, dass wir als Individuum wirklich Gott näher kommen können, ihn neu entdecken, lernen, was bedeutet es, ihn zu erleben und was bedeutet es dann auch ihm zu folgen. Und deswegen melde dich beim Entdecke Gott Kurs an, sei dabei, damit du dort eine Small Group auch findest. Es gibt viele Small Groups, die aus dem Entdecke Gott Kurs entstanden sind und dann auch geblieben sind und heute nach Jahren immer noch Small Groups sind, was mega cool ist. Und wir haben Small Groups vor Ort und wir haben Small Groups online. Das heißt, es gibt keine Ausrede, nicht dabei zu sein. So, Werbepause zu Ende. Micha, du warst kurz davor, und dann habe ich dich unterbrochen, darüber zu sprechen, dass es eine Sache gibt, die schwierig ist für dich. Und ich verstehe das. Nimm uns da mal mit rein. Genau. Also schwierig oder einfach fällt eben, dass mit Freunden, die im Glauben sind, zusammen zu sein. Was schwierig ist, Freunde zu finden, wo man investieren kann, ohne dass sie bereits im Glauben sind. Weil bei mir ist es so, ich arbeite im ICF Zürich, ich habe alle meine Freunde hier im ICF Zürich, man ist so wie ein bisschen in einer Bubble. Und da ist es schwierig, von außen Jünger zu machen, also Menschen in die Gegenwart Gottes zu holen, beziehungsweise ihnen überhaupt Jesus neu zu bringen und dann mit ihnen unterwegs zu sein. Ja. Ich glaube, so ein Weg, wie ich das versuche zu machen, ist über Instagram, indem dass ich Videos mache und dort mir ganz viele Leute folgen, die Jesus nicht kennen. Aber dann das wirklich neu mit diesen unterwegs zu sein, kann ich wie nicht, weil ich kann nicht mit allen fremden Leuten unterwegs sein. Ja. Genau, deshalb, also das ist so ein Problem, wo ich habe oder wo ich, wie auch gemerkt habe letzten Sonntag so, hey, wer sind diese Leute? Ich habe 2, 3 Leute, aber das sind 2, 3 Leute und das sind nicht viele. Ja. Und die treffe ich dann vielleicht so 2, 3 Mal im Jahr oder so. Ja. Und das ist wie noch nicht dort, wo es eigentlich sein sollte. Ja, das ist mir aufgefallen. Da muss ich anschauen, wie man das, wie ich das beheben kann. Spannend, oder? Weil Gott hat uns ja für mehrere Sachen berufen. In erster Linie will er, dass wir, jeder einzelne von uns, diese Beziehung mit Jesus einfach aufbauen und diese nahe Beziehung mit ihm haben. Der Entdecke Gott-Kurs ist genau dafür da, um, egal ob du seit 20 Jahren dabei bist oder ob du ganz frisch im Glauben bist, dass du wirklich nochmal ganz tief in Gott einfach einsteigen kannst und diese Beziehung mit ihm leben kannst. Dann natürlich auch erlebe Gott und folge Gott, und ich bin wieder in der Werbepause drin. Aber also die Glaubensbücher, die jetzt rauskommen, sind wirklich genau dafür da. Also sie sind so gut dafür. Jetzt gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir dazu berufen sind, anderen Menschen in Jüngerschaft zu leben und mit ihnen sind. Und das nicht nur mit Christen, sondern auch mit Nicht-Christen. Und ich möchte gerne, weil ich bin im ähnlichen Boot. Ich habe schon Nicht-Christen, mit denen ich unterwegs bin. Ich habe schon Nicht-Christen, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht unbedingt zu so einem Entdecke Gott-Kurs zum Beispiel eingeladen, weil es einfach noch nicht an dem Punkt ist. Also ich baue die Beziehung gerade mit ihnen auf und ich werde dann schauen, in welcher Form das möglich ist. Aber das Gute wiederum ist, dass diese Tools, die wir haben und auch die Messages jetzt von Sonntag, sind einfach dafür da, dass wir schauen können, hey, was sind so die ersten Schritte, die Gott mit uns gehen möchte, um dahin zu kommen. Leo hat am Sonntag, ich fand das so gut, das Bild von der Bank gebracht, aber auch, dass andere Leute für ihn gebetet haben, dass er letztendlich zum Glauben kommt. Ja. Und ich frage mich einfach, wer ist das? Wer sind die Leute in unserem Leben, für die wir beten, oder? Und lass uns das doch jetzt gerade einfach gemeinsam machen. Hey, lass uns gemeinsam einfach schauen, hey, wir gehen vor Jesus jetzt. Wir werden kurz ein bisschen still sein und dann einfach Gott fragen, hey, er soll uns die Leute zeigen. Und dann
werden wir für diese Leute beten, die genau das Amen. machen. Alright? Ja. Also Jesus, ich bete, dass du jetzt die Türen öffnest, dass du den Zugang einfach öffnest, dass wir dich hören, dass du, Heiliger Geist, jetzt gerade zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Und Jesus, dass du uns Menschen aufzeigst, ob sie in unserem Umfeld sind, in unserer Arbeitsstelle sind oder sonst wo sind. Vater, dass du diese Menschen einfach aufzeigst, ob es vielleicht einfach nur ein Gesicht von jemandem aus dem Zug ist. Jesus, wo wir jetzt gerade wirklich rein beten dürfen und für diese Menschen beten dürfen. Jesus, öffne jetzt gerade einfach unser Herz, dass wir einfach offen sind für dein Reden, Jesus. Jesus, ich bete, dass es erstmal bete ich, dass es nicht aufhört hier, sondern dass wir es von dort einfach weiternehmen können und dass du immer wieder weiter Namen, Gesichter einfach reinploppst und für die wir einfach beten können. Aber Jesus, stellvertretend für alles, was du jetzt gerade gesagt hast, wo du zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hast. Jesus, ich bete, dass du diese Menschen zu dir holst, Jesus. Dass, Vater, du ihnen die Augen öffnest, das Herz öffnest, Jesus, für dein Tun, für das, was du tust, Jesus. Vater, du bist Liebe und du möchtest uns genau da treffen, wo wir sind und Jüngerschaft mit uns leben, ganz, ganz individuell, Vater. Und ich bete, dass wir jetzt, dass die Menschen, die jetzt gerade aufgeploppt sind im Geist, Jesus, ich bete, dass du dort Möglichkeiten schaffst, dass wir nicht nur für sie beten, sondern auch ein Zeugnis sind für dich, Jesus, dass wir ihnen von dir erzählen können, aber dass wir ihnen auch vorleben können, was es bedeutet, wirklich dir nachzufolgen, Jesus. In deinem Namen. Yes, und Jesus, ich danke dir auch vielmals, dass du uns aufzeigst, wenn wir etwas machen können, dass du uns Tipps gibst oder uns führst, was wir mit der Person machen können. Vielleicht können wir eine Nachricht schreiben oder wir können einfach nur für sie im Gebet einstehen, das ist natürlich auch schon viel. Oder wir können sie treffen irgendwo, aber dass du uns aufzeigst, wo du uns nutzen möchtest, dass wir geben uns dich hin, dass wir sind hier, du kannst uns nutzen und nutze uns als Werkzeug um Leute zu dir zu bringen. Yes, come on. Herr, und ich möchte für die Anliegen aus dem Chat beten. Ich habe es jetzt nicht geschafft, überall nachzuschauen, was für Anliegen es gibt, aber ich habe gesehen, dass einige Heilung brauchen. Und Jesus, wir sprechen es einfach den Leuten zu, Jesus, dass du Heilung bringst, Vater, dass du Freiheit schenkst, Jesus, dass du reinkommst. Du zeigst in deinem Wort so viele Mal, dass du heilen möchtest und dass du dich aber auch selber verherrlichst dadurch, dass du Heilung bringst, Jesus. Und ich spreche das jetzt einfach über jeden Einzelnen aus, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Alright. Hey, lass mich noch mal kurz sagen, die Bücher sind super auch für die einfach in eure Small Group mit reinzunehmen. Es ist gut, wirklich auch, es ist alles da, was ihr braucht, um mit den Büchern eine Small Group zu leiten. Es gibt dort Videos, es gibt dort Fragen, die ihr stellen könnt, die wirklich, wirklich hilfreich sind, um wirklich tiefgehend zu sein. Das Coole ist, ich glaube, es ist fast ein halbes Jahr, fast nicht ganz, aber fast ein halbes Jahr, wo du jede Woche einfach durchgetaktet hast und durchgeplant hast und du dich nicht mehr darum kümmern musst, es rauszufinden. Also es lohnt sich, die Bücher da noch mal reinzugehen mit deiner Small Group. Genau. Coole Small Group Inputs. Hey, ist ein wirklich cooles Small Group. Yes. Ja, genau. Hey, Micha, ich finde es schön, wenn du uns zum Abschluss noch einfach segnen könntest. Ja. Jeden Einzelnen da, wo er gerade steht und was sonst noch so gerade aufkommt. Ist gut? Das ist super. Cool. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals für unser Leben. Ich danke dir, dürfen wir hier auf der Welt sein, dürfen wir dich kennen und lebst du Beziehung mit uns. Und ich spreche aus, dass wir
lernen können, mit dir Beziehung zu leben. Dass wir uns in unserem Terminkalender Zeit einplanen, um mit dir zu sprechen, um mit dir einfach Beziehung zu bauen, einen Kaffee zu trinken oder was auch immer, aber dass wir wirklich mit dir Beziehung leben können. Und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir selbst wachsen können und wo wir aber auch mit anderen unterwegs sein können, wo wir mit anderen oder andere Personen schleifen können, wo andere Personen die Möglichkeit haben, uns zu schleifen, dass du uns dort in ein Umfeld begibst oder uns aufzeigst, welches Umfeld das ist. Und ich bitte dich auch, dass du uns neue Personen aufzeigst, die dich brauchen, dass du uns nutzt, um ein Licht zu sein. Es steht auch, wir sollen ein Licht sein, wir sind das Salz der Erde. Und nutz uns, mach das. Wir möchten uns dir hingeben. Come on. Und du kannst machen mit uns, was du möchtest und kannst uns dort einsetzen, wo du möchtest. Come on. Mit den Personen, wo du möchtest. Und ja, ich spreche uns einfach auch Liebe zu, dass wir gefüllt sind von der Liebe Gottes und das nicht aus uns heraus machen müssen, sondern dass wir das aus dem Überfluss von dir, Jesus, von dir machen können. Ja, und ich spreche einfach nochmals den Schutz aus über diese 1:1 Beziehung zu dir, Herr, dass wir wirklich dort in die Tiefe gehen können und dass alles aus dieser innigen Beziehung zu dir herausströmen kann. Yes. Amen. Amen. Hey, gerade wo du gebetet hast, habe ich noch eine Frage gehabt. Und zwar, man kann ja kreativ sein. Man kann ja sehr kreativ mit der Zeit sein, die man hat, oder? Und ich meine, du arbeitest auch deine 40 Stunden, 44 Stunden die Woche. Und jetzt nutzt du aber die Mittagspause, jetzt gleich, um ganz besonders mit deinen Jungs abzuhängen. Stimmt, ich weiß nicht, ob macht ihr das heute auch? Ja. Na, heute geht's leider nicht. Okay, heute geht's aber nicht. Sonst jeden Dienstag eigentlich, ja. Jeden Dienstag in der Mittagspause. Und ich möchte einfach, dass Micha uns da kurz mit reinnehmen, was er tut, damit du einfach überlegen kannst, gibt es Möglichkeiten, wie du vielleicht die Zeit, die du hast, einfach noch kreativer nutzen kannst. Seh es einfach als das an. Weil, weißt du, vielleicht ist es eine Möglichkeit für dich, auf der Arbeitsstelle mit ein paar Christen, die dort vor Ort sind, eine Small Group anzufangen und einen Entdecke-Gott-Kurs zum Beispiel zu starten oder Jüngerschaft im Allgemeinen einfach zu starten. Also man muss nicht immer Montagabends um 20 Uhr sich zum Essen treffen und dann Small Group machen, sondern man kann es auch anders machen. Ja. Micha, was macht ihr? Genau, wir gehen jeden Dienstagmittag ins Fitness, wo wir gemeinsam unsere Muskeln trainieren. Genau, wir haben dort gesehen, wir haben alle drei das Bedürfnis, sportlicher zu werden, mehr Muskeln aufzubauen, und dann dachten wir könnten das gemeinsam tun. Dann haben wir zum einen unser Ziel, ja, jetzt geht's wieder. Ja. Wo wir alle cool finden und wo wir auch alle Sorry, näher der Ton war gerade weg. Sag nochmal den letzten Satz. Dass wir uns ich hoffe, das ist der letzte Satz gewesen. Also ihr trefft euch im Fitnessstudio, um miteinander... Ja, genau. Wir treffen uns im Fitnessstudio, um miteinander Muskeln aufzubauen, weil das unser Ziel ist. Und aber auch zusammen Gemeinschaft haben können, wo wir schaffen eigentlich Raum, um einander ins Leben zu sprechen, um einander zu erzählen, was gerade gut oder schlecht läuft. Ja. Genau, und das ist wie so der Raum. Und da wissen wir, jeden Dienstag zum Beispiel treffen wir uns und haben die Möglichkeit, das zu machen. Genau. Mega cool, Ja. mega cool. Also, das einfach nur als kreativen Abschluss noch. Vielleicht hilft es dir, um wirklich einfach mal zu überlegen, okay, was für Möglichkeiten habe ich, eine Small Group zu machen, ob vor der Arbeit, während der Arbeit oder in der Mittagspause oder wie auch immer. Hey, seid gesegnet, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hey, eine Sache vielleicht noch, jetzt denke ich gerade dran, wir suchen zurzeit noch Leute, die im Chat-Team mithelfen. Wenn das der Fall ist, hey, dann schreibt doch in den Chat eben rein, damit Marco
Marco Bescheid weiß, weil Yes. wir suchen einfach neue Leute, die im Chat noch mit dabei sind und vielleicht spricht es dich ja an. Hey, seid gesegnet, wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächste Woche beziehungsweise am Sonntag zu der Goodbye. nächsten Message. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.